Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn uf Pelzig. Und jetzt gehen wir mal hier in den Tempel des Ogma, weil dort sind die Bücher her. Und ich würde die entweder ganz gern zurückbringen, auch wenn du mittlerweile wahrscheinlich eine tausendfache Leihgebühr drauf ist, nachdem Bo die Dinger so lange bei sich behalten hat. Aber mal schauen, ob wir dort nicht eventuell ein bisschen mehr dafür kriegen oder ob wir überhaupt irgendeine Belohnung dafür kriegen. Schauen wir doch einfach mal. Priester des Ogma haben wir hier. Und Mönch. Weisheit haben nur die Gelehrten. Hey, ich habe nur die Gelehrten. Weisheit haben nur die Gelehrten. Ich würde gerne die Dienste begutachten. Schauen wir mal. Nee, das bringt uns alles nichts. Da können sie auch nichts nochmal machen. Nö. Weisheit haben nur die Gelehrten. Aber erzähl mal was über Ogma. Ja, so was sehr mächtiges Wissen und Macht. Ja, bla bla. Komm, scheiß drauf. Okay, die können uns anscheinend nichts aussagen. Na dann. Ja, nehmen wir doch den Unsichtbarkeitstrank mit, so als Entlohnung dafür, dass wir hier ihr Bücher eigentlich zurückgebracht haben, aber so what. Gut, dann geben wir die halt an Korgan weiter für den nimmervolle Beutel. Weil wegwerfen will ich sie jetzt auch nicht. Das ist so unser Art-Denker an Bodhi. Und das passt schon. So, Dilla. Dann gehen wir wieder zurück zu Kangax. Ich habe doch, glaube ich, mittlerweile eine Theorie, wie es klappen könnte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich klappen könnte. Aber ich hoffe, dass es funktioniert. Weil das größte Problem ist die Eikerkerung. Und was ich, glaube ich, machen muss, ist, da bin ich bei der Vampire so spontan wieder drauf gekommen. Ich glaube, Korgans Rausch, sein Berserker-Rausch, der schützt tatsächlich auch vor Einkerkerung. Ganz sicher bin ich mir nicht mehr, aber ich kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. So, jetzt machen wir das noch einmal, das Ganze. Und schauen mal, was da dabei rauskommt. Gewitter erleid. So, Korgan wieder nach vorne. Ihr andere reiht euch mal da auf und Edwin darf noch vorne. Dann probieren wir es einfach noch einmal. Aber das machen wir erst, sobald der wieder in eine Halbleichnam als Halbleichnam da rumlungert. Der Gurgelschlitzer könnte man eventuell auch ausrüsten, damit man +4 Waffe hin, mit der man wirklich was bewirken könnten. Okay, Korgan. Ne, so rum. Und dann gucken wir mal, ob das klappt jetzt. Okay, ich habe die Dele gefunden. Jetzt kreischt er wieder rum wie ein Bläder. Und als drauf und Wetter. Edwin, du machst jetzt schon mal Magie durchdringen auf den Hansel. So. Und. Na gut, wenigstens kriegt Korgan alles ab und diese erste Phase als Leichnam dürfte ja für ihn eigentlich noch recht gut machbar sein, sag ich mal. Ich hoffe, dass es wirklich funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weil den Streitkolben der Zerschlagung kann man hier, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen. Nein, Edwin, du machst hier nix. Korgan, du gehst dort hier. Okay, den Zauber haben wir unterbrochen. Das ist nicht schlecht. Weil Viconian und Abdel Adrian könnten wir eventuell ganz gut gebrauchen. Okay. Schlag sein Abbild kaputt. Jetzt ihn. Okay, jetzt hat er sich wieder im Notfall vor magische Waffe geschützt. Okay. So. Und bleibt hinten dran. Jetzt müssen wir gerade mal die Hauptwaffe und die Sekundärwaffe austauschen. Viconia, schlag drauf, du 8 drauf. Und du halt mal deinen Zauber parat. Kommt ihr eventuell Zotra an den Ifrit?
Nee, du machst hier weiter. Okay, scheiße. Okay, es geht schon weiter. Ihr geht fort. Korgan, verfallt bitte in die Raserei. Sehr schön. Und weiter. Okay, so. Jetzt als Druff, Vikonia, hau ab, Druff. Und Anomen wirkt doch schon mal den Zauber Sonnenstrahl. Meine Waffe taugt nichts. Und Meine Waffe taugt nichts. ja, Einkerkerung wirkt tatsächlich nicht beim Berserker-Rausch. Sehr geil. Solange er immer nur auf Korgan bleibt, ist alles okay. Ja, bleib immer nur auf Korgan, du Mistkerl. Bitte, 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 bitte. Ah, der heilt sich. Ach, der hat Regeneration noch mit drauf. Hopp, 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 hopp. Hopp, Jungs, Jungs, Jungs. Ruff, 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 bevor der Berserker-Rausch endet. Schnell, 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 schnell. Hopp, 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 hopp. Haut drauf, haut drauf. Verdammt nochmal, schnell. Er ist tot. 55.000 Erfahrungspunkte hat er gebraucht und er ist tot. Und das nur dank Korgans. Dank Korgans Berserker-Rausch. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Das war der härteste Kampf im ganzen Spiel jetzt. Zumindest der härteste Gegner. Ja, lecko mio. 55.000 Erfahrungspunkte hat Kangax gebraucht. So viel wie 4 Krag. Und gerade noch so das Ganze zu Ende gebracht. Lecko mio. Der hämmerte Ring, der heiß ersehnte. Der Sarkophag ist jetzt leer. Sehr geil. Okay, das Ding geht hier rein. Das behalten wir dort und dort und dort. Und hier haben wir Ring von Gax. Der Ring ist zwar relativ schmucklos, doch die finstere Magie in diesem Ring umgibt ihn mit einer intensiv bösen Aura. Der Schöpfer des Rings, Kangax, war mindestens ebenso böse wie der Ring und das bereits bevor er zum Untoten wurde und seine Fähigkeiten im Verlauf mehrerer Jahrtausende ausbaute. Man sagt, dass eine Einheit von Magiern aus Nesaril gegen den Halbleichnam kämpfte und ihn einkerkerte. Da es ihnen nicht möglich war, ihn endgültig zu zerstören, wurden sie selbst zu Leichnamen, um seine Überreste zu bewachen. Vielleicht hat die Erschaffung des Ringes zur Feindschaft dieser Magier geführt. Angeblich wurde jeder der 9 Facetten des gefassten Edelsteins durch Opfer und grausigen Tod mit magischer Energie erfüllt. Also Nesaril war ja das Magier-Imperium schlechthin. Okay, es macht Rüstungsklasse -2, es macht Rettungswürfe +2 und noch zusätzlich Magieresistenz +10. Dazu noch Immunität gegen Krankheit und Gift, Unsichtbarkeit einmal täglich, verbesserte Hast 3-mal täglich, Träger regeneriert alle 3 Sekunden einen Trefferpunkt. Das ist natürlich extremst geil, das Zeug. Deswegen würde ich ja glatt noch sagen, das löst jetzt hier den Unsichtbarkeitsring von Abdel Adrian ab und der ist mal richtig gut gepusht. Also Magieresistenz 10, Rettungswürfe +2, Immunität, Krankheit und Gift, Unsichtbarkeit kann ich auch wirken, genauso wie bei dem anderen Ding, verbesserte Hast und ich regeneriere mich. Das ist ein unglaublich geiles Ding, dieser Ring von Gax. Den können wir verkaufen. Und wir können jetzt auch so zugucken, wie Abdel Adrians Trefferpunkte heilen. 73, 74, 75. Sagt mir, perfekt. was zu tun ist. Absolut perfekt. Do liegt er, do liegt sein toter Schädel rum. Ich hoffe, das bringt was. Wir haben das Monster bezwungen. Lecco mio. Das freut mich, dass wir das in dem Let's Play noch gut hingekriegt haben. Ich wusste noch, es war irgendein unglaublich simpler Trick. Der Streitkolben der Zerschlagung, der dürfte 8 Schadenspunkte gemacht haben. Obwohl Vikonia zwischendrin geblökt hat, meine Waffe taugt nichts. Ich mag gerade mal gucken, wer alles Schade gerissen hat bei Kangax. Der Halbleichnam. Ab wann fängt es dann an? Ja, ab hier. Kangax, der Halbleichnam. Korgan verursacht Schaden. Korgan wieder. Anomen. Ah ne, das war bei Ifrit. Okay. Vikonia, Waffe unwirksam. Einkerkerung Korgan. Zauber wirkungslos. Zauber wirkungslos. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, es hat tatsächlich immer nur Korgan Schade gemacht. Aber ich wusste echt noch, es war irgendein unglaublich leichter Trick.
Besonders viele Trefferpunkte hat er ja glücklicherweise nicht. Ah, Abdel Adrian hat mit seiner +4 Waffe 2 Schadenspunkte mal verursacht zwischendurch. Okay. Nicht schlecht. Und zum Schluss waren es nochmal 3 Schadenspunkte, die ihn zu Fall gebracht haben. Also wie gesagt, besonders viel hält er nicht aus. Aber dieser Halbleichnam hat einfach eine unglaublich heftige Rüstungsklasse und ist gegen viele magische Waffen immun, was ihn halt so unglaublich tough macht. Aber jetzt haben wir es gepackt. Wir haben den extrem geilen Ring von Gax. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt auch noch mal kurz bei der Schattendiebe vorbei. Immerhin waren Dio auch mit dran beteiligt, gegen Bodhi zu kämpfen, und ich würde eigentlich gern einfach nochmal so reingucken. Wenn das euer Wunsch ist. So. Okay, Abdel Adrian, wie sieht's aus? Der ist schon wieder locker auf seine 104 Trefferpunkte. Das ist natürlich echt geil. Das ist echt sehr gierig. Ja, da können wir jetzt hier verbesserte Hast, Beeinflussungsring und Unsichtbarkeit. Das ist richtig, richtig geil. Perfekt. Ach ja, ich bin echt glücklich, dass das jetzt doch noch wirklich so gut geklappt hat. Ich hab's, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass ich das nochmal so hinkriege, nachdem ich gesehen habe bei dem ersten Versuch. Ach du Scheiße, Kangax ist ja echt der Hausnummer wieder, mit der ich rechnen muss. Aber manchmal gibt's echt so simple Tricks, und ich wusste noch, dass es so einen unglaublich billigen Trick gab, um gegen Kangax zu gewinnen. Und dann, als ich bei der Vampire war in der letzten Episode, ist es mir nochmal eingefallen, klar, Korans Raserei war es, glaube ich. Und ja, es hat ja wirklich geholfen, wie es aussieht. Okay. Habt ihr etwas zu berichten? Ala, endlich ist die Bodhi tot, ja? Ich bin sehr zufrieden. Die Gemeinschaft der Schattendiebe kann wieder aufatmen. Gut, die Arbeit, Abdel Adrian. Ja, Gangshir und so. Säckel. Also mehr als ein Danke hätte ich jetzt schon erwartet. Irgendwie ein paar tolle Gegenstände oder so noch. Aber naja, was willst du von denn erwarten? Dass sie mich nicht umgebracht hätten, ist wahrscheinlich gut genug, ne? Obwohl mein Charakter ja eigentlich auch zu ihnen gehört. Er führt ja ein eigenes Gildehaus und ist somit eigentlich auch ein Schattendieb. Insofern, naja, egal. Ich würde trotzdem sagen, wir ruhen uns jetzt noch eine Runde aus im Seeschatz. Wir haben schon die 14. Stunde. Wir brauchen einen Tag bis zu der Uma-Hügel. Und ich muss sowieso noch bis Mitternacht oder so ratze, damit man noch... ja, damit genug Zeit verstreicht. 4 Tage waren es, glaube ich, bis unsere Menschenhautrüstung dann soweit funktioniert. Und dann sollten wir uns auf jeden Fall auch schon mal in die anderen Gebiete aufmachen, weil was anderes können wir nicht mehr machen. Wir haben alle besondere tolle Gegenstände. Und soweit haben wir wirklich alles gemacht, was wir zu machen haben. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft zur Feier des Tages. Tretet ein und seid dem Seeschatz herzlich. Zur Feier des Tages gibt es immer Met für Abdel Adrian. Genauso auch für Korgan. Und da gibt es halt immer noch irgendwelche Gerüchte, die man dabei erfährt, was ich eigentlich auch ganz cool finde. So, jetzt durfte jeder noch mal was trinken. Und dann können wir ins Bett gehen. Und jetzt gibt es nochmal einen Traum aber drauf. Aber wie gesagt, ich finde, zur Feier des Tages kann man da auf jeden Fall schon mal was gluckern. Wacht auf und hört mir zu. Alla hopp, mach ich doch. Visionen bringe ich euch. Zur Warnung vor dem, was jetzt geschieht und dem, was bald geschehen könnte. Dieses Bild wird die Wahrheit sagen. Denn ihr besteht aus 2 Seiten. Und die Lügner haben ihren Beitrag bereits geäußert. Ihr seid unterwegs auf der Suche nach euch selbst. Geteilt. Zersplittert. Ein Teil von euch fehlt. Euer gesamtes Inneres wird angefüllt von Tod, von Dunkelheit, während ein anderer, Irenicus, mit eurer Stärke mordet. Seht euch die Zerstörung an, die er gebracht hat. Seht die Verwüstungen, die er mit sich bringt. Alla hopp, dann mache ich das. Auch wenn gerade geklingelt wurde draußen. Der Verbannte kehrt zurück, lauft, er kommt hierher. Aber jemand anderes geht glücklicherweise schon an, die der traf, von daher. Ach ja. Er hat eure Zukunft gestohlen, um seine eigene dadurch zu ersetzen, um seinem eigentlichen Schicksal zu entgehen. Dies muss ungeschehen gemacht werden, zu eurem eigenen Wohle und zu dem ihren. Ihr müsst das, was gestohlen wurde, zurückbringen. Sollte ihr Leben nicht genug sein, so denkt an euer eigenes. Ihr werdet euch selbst an das Loch in euch verlieren. Ihr vereint in euch das Potenzial, euch selbst der schlimmste Feind wie auch euer eigener Retter sein zu können. Okay. Interessante Traumvision, die wir hier hatten.
Und wir haben jetzt die 22. Stunde. Na gut, zur Not können wir ja nochmal in der Oma-Hügel Runde pennen. Aber, ja, wir haben soweit jetzt alles erledigt. Ardkatla ist vampirfrei und zwar endgültig. Imoens Seele ist gerettet. Unser Gruppemitglieder henke weitere eigene individuelle Quests, die sie hier verfolgen könnten. Und wir haben hier alles geknackt, glaube ich, ne? Tempel des Ogma, die wollten ihr Bücher nicht haben. Valika-Quest haben wir gemacht, den haben wir gekillt. Haben wir auch alles erledigt, haben wir gepennt. Meiner Gilde ist derzeit noch nichts. Cromwell hat alles schon, was wir machen konnten. Den haben wir auch schon getötet und die Hafner haben wir auch schon geplündert. Die Hafner würden uns nochmal attackieren, wenn Jaheira bei uns wäre, weil das mit ihrer persönlichen Quest nochmal gekoppelt ist. Okay, dann gehen wir nochmal zurück zu der Uma-Hügel. Und dann können wir auch hier nochmal die Kleinigkeiten hier noch machen. Hier passt über die kleinen Zähne und den Nordwald können wir auch nochmal erkunden. Okay, dann gehen wir erstmal zu der Uma-Hügel. Joink, perfekt. 20 Stunden haben wir gebraucht. 54. Tag und 18. Stunde. 18. tatsächlich? Ja, 18. Stunde. Wunderbar. So, du Hauttyp. Was hast du zu sagen? Ich hoffe, das Ihr werdet in ganz am garantiert keine besseren Preise Okay, finden. der ist noch nicht fertig. Na gut, dann pennen wir einfach hier nochmal runter. Ich wollte die Spielpause. Ich wollte hier. So, und wie schaut's jetzt aus? Seht euch nur um und begutachtet Okay. die Waren. Ich bin mir sicher, Ja, dass ich sie lass euren dich hohen alle. Ansprüchen Ich will, gerecht oh, werden. hoppla. Ich drücke immer dort drauf, aber man muss ich einfach nur hier drücken. So, wie schaut's jetzt aus, du Knetkopf? Nun, ihr seht mir wie Leute Oh, aus Kerl. Geldbörsen nicht nur 2 einsame Goldmünzen traurig. Du lässt das aber echt gut gehe hier. Kalisiten, Tetira, Tiefwasserer. Irgendwann kommen sie So. alle nach Am. Jetzt vielleicht? Alle. Okay, Ihr werdet in ganz am garantiert Oh, keine Kerl. besseren Preise finden. Wirklich. na gut, dann reisen wir halt nochmal zurück, um unser Diebe nochmal letztes Mal zu delegieren. Und dann hat der Hansel hoffentlich jetzt nochmal sein Erbe vollbracht. Okay, dann die Docks. Jetzt verschwenden wir halt einfach nur Zeit. In der Zeit macht Irenikus halt wieder alles platt. So ist es halt. Und ich gehe jetzt nochmal hier kurz zu der Gilderei. In Thron des Baal ist es ja sowieso egal, ob ich dann hier meine Gilde hab. Weil noch Ardkatla komme ich eh nie mit zurück. Da können sich neue Idioten suchen dafür. Okay. So, wie schaut's aus? Es ist an der So, Zeit zu sehen, wie eure Diebe mit den letzten 400, Anweisungen 900, klargekommen sind. 1150, 1450. Alles gut, 1450. Schön, einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage zu treffen. Ja, okay, komm. Ich zahle es trotzdem. 900 habe ich trotzdem noch ein paar 100 Goldmünze gewonnen. Das passt. Wie gesagt, das hat ja eigentlich eher was mit Prestige zu tun, als dass es wirklich große Quests oder ähnliches mit sich bringt. Das ist einfach nur, dass man halt hier wirklich ein Mitglied von der Schattendiebe ist, die hier doch in die Hauptquest ziemlich stark eingebunden sind, weil die Schattendiebe dann doch halt, ach hier, die Konkurrenzgilde von Bodhis Vampire sind. Ach ja. So, jetzt gehen wir aber nochmal zurück zu dem Dab-Schädel und ich hoffe, der hat jetzt wirklich mal dieses verdammte Rüstzeug fertig, diese eklige Menschenhaut. Ich warte. Komm, der Rede wert. 20 Stunden oder wieder rumgewurschtelt. Also das waren jetzt wieder fast 2 Tage, wo wir weg waren. Wehe, du host's nicht. Pff, jetzt ist der Dab-Schädel auch noch beschäftigt. Ja? Ich glaube, es hackt. So, I think it hacks. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Zack, zack. Und schwuppdi. Wupp. Wehe. Wehe, Kerl. Ich hoffe, das Ihr bringt werdet in was. ganz am garantiert keine besseren Eva, Preise sie ist finden. wunderschön. Fühlt sie mit euren eigenen Händen. Hübsch, nicht wahr? Richtet eure Aufmerksamkeit auf die Nähte, die nicht von euch ausgeführt wurden. Ihr habt keinen Kontakt zu meinem Gerber. Er ist tot. Ich habe doch ein paar Bekannte, die euch gern sprechen würden. Naja, nicht so sehr spreche, als vielmehr töte. Oh, die ganze andere Händler, oder was? Nee, Magier. Huiuiui. Ja? Der Lederpanzer von Renchik dem Häuter. Da ist er.
Waffe des Fleisches plus 5. Die Rüstung ist aus menschlicher Haut gefertigt und im Blut eines guten Drachen gehärtet worden. Sie stinkt förmlich nach Tod und Verzweiflung. Die bösartige Rüstung kann nur von wahrhaft bösen Personen verwendet werden. Träger hält plus 4 auf alle Rettungswürfe und 20% Magieresistenz. Rüstungsklasse von 3 und kann nur von böse Charaktere verwendet werden. Rüstungsklasse 2, minus 2 auf alle Rettungswürfe gegen Gift und Lähmung. Plus 4 auf alle Rettungswürfe. Nee, das Ding ist besser. Ach, wenn das eine bessere Rüstungsklasse hat. Aber dafür tragen wir ja den Ring von Gax. Jetzt sind wir halt in dieser rosa, fleischfarbenen Rüstung unterwegs, was zwar schon ziemlich ranzig ist, aber es ist eine ziemlich geile Rüstung. Okay, der Typ verpisst sich. Dann sollten wir noch diese Marker hier Abstecher. Okay. Magieresistenz haben wir ja auch ziemlich hohe. Okay. Wie viel hat dann der jetzt gebraucht? 6000. Stinknormale Standardmagier. Nee, weiter hier drauf auf den Typ. Also man merkt echt schon, was für ziemliche Ochse wir derzeit so sind. Der andere Magier hat 7000 gebraucht. Also gerade Korgan und Abdel Adrian sind schon ziemliche Tiere, muss man dazu sagen. Okay, ich wollte gerade sagen, die attackiert jetzt aber kein Dorfbewohner oder so. So. Die hier nur Schampel bei sich. Oh, das ist aber was Gutes. Zauberauslöser, das ist was richtig Gutes. So, dann würde ich nämlich ganz gern lernen. Und Zauberauslöser bewirkt. Mit Hilfe des Zaubers kann der Magier 3 Zauber des 6. oder eines niedrigeren Grades simultan wirken. Die 3 Zauber werden ausgelöst, indem sie auf die Schaltfläche für besondere Fähigkeiten klicken. Es kann immer nur ein Zauberauslöser gleichzeitig aktiv sein. Sobald der Zauberauslöser eingesetzt wurde, verschwindet die Schaltfläche wieder. Dann machen wir den dafür weg und machen dafür die Zauberauslöserei. Das ist nämlich echt ein ziemlich praktischer Zauber. Und da haben wir noch ein bisschen Schampel. So, das geht an Korgan. Die Rüstung des Fleisches ist definitiv besser, auch wenn sie Waffe des Fleisches plus 5 ist definitiv besser, wenn sie eine schlechtere Rüstungsklasse hat als die Rüstung der Viper. Autsch. Hör doch mal auf, unser Leute ständig anzugreifen. Mann, du Dappschädel, du Blöder. Gut, Vikonia ist wieder sich selber. Und Anomen hat sich auch wieder beruhigt. Gut, der andere Vollidiot ist hier reingerannt. Überhaupt mal den Scheißkerl nicht auch noch erwischen. Und? Nee. Der ist mittlerweile über alle Berge. Elens Fieldling ist hier noch. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Ah, okay. Die hat mit Madulf Geschäfte gemacht. Wir können ja mal gucken, was die so zu bieten hat. Geschichte der Zentarim. Ring des 6. Sinnes. Nee, okay. Das ist alles Zeug, was ich ihr schon verkauft habe. Okay, cool. Dann könnten wir jetzt nochmal gucken. Wir könnten in der Episode heute noch die 2 Gebiete erkunden und könnten uns in der nächsten Episode dann tatsächlich an der verzerrte Rune ausprobieren. Das wird mich schon reizen, jetzt gegen die verzerrte Rune noch zu kämpfen, um zu gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ja, die Rüstung der Viper behalten wir erst einmal. Das ist schon nicht schlechtes Zeug. Okay, wir haben ja unser nimmervolle Beutel fast sowas. Die Waffefertigkeitshandschuhe können wir verkaufen. Ansonsten haben wir wahrscheinlich auch Schriftroller, Behälter, noch ein paar Dinger drin, die wir verkaufen können. Genau. So was hier zum Beispiel. Das kann alles fort. Aber die verbesserte Hass, die behalten wir. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Gebieterei. Ich hoffe, das bringt was. Und fangen derweil mal an, würde ich sagen. Jalkales? Was dich angeht, Vikonia, du machst jetzt mal Heilung auf uns alle. Und was die andere so angeht, gerade mal gucken. Okay, Vikonia hat auch ihr Maximum-Level erreicht. Anomen ist noch nicht so weit, glaube ich, obwohl, ich glaube, der steigt jetzt Anime weiter. Und der hat so krumme Zahlen drin, der müsste eigentlich weiter aufsteigen können. Hoffen wir es einfach mal, dass Edwin auch auf Stufe 18 wenigstens kommt.
Okay. Dann gehen wir mal in den Nordwald rein. Ich bin mir nämlich sicher, was noch Sultan Nessalar führt. Welcher Weg? Uiuiuiui. Ui. 2 Tage und 4 Stunden haben wir gebraucht. Anomen vor. Und Korgan ist nach vorne. Okay. So viel zu, ich weiß nicht, ob wir nochmal gegen Vampire kämpfen. Puh. Was wollt ihr? Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Also offensichtlich hat Bodhi ihr Lakaie doch noch irgendwo hier gejagt. Da ist auch noch was. Da können wir auf jeden Fall auch noch was plündern. Aha. Wollt ihr meinen Rücken noch mit eurer Da ist noch ein Vampir. Ich meine, wir rasten jetzt. Und Korgan hat ihn totgeschlagen. Sehr gut. Dann sollten wir eine leichte Genesung nochmal auf, eine teilweise Genesung auf Korgan. Und hier haben wir nochmal jede Menge Edelsteine und Hand drin. Okay. So. Packen wir mal dort alles rein. Und jippala. Das kann Rei. Und zu Vikonia. Das wird dann später verkauft, der Schampel. Hier mal nichts, was auf irgendwas schließen lässt, oder? Dann gucken wir uns hier auf jeden Fall nochmal genauer um. Und schicken Anomen vor, der zwar sofort beherrscht wird, aber der auf jeden Fall gegen so Lebenskraftentzug immun ist. Als einzigster von uns, wirklich. Okay, hier haben wir nichts Großartiges. Dann halten wir doch mal da. Und tasten uns langsam nach vorn. Uiuiui. Söldner sind hier. Duergar, Bogenschütze, Priester des Cyric, Kriegerskelett, Magier und noch ein Söldner. Alle auf den Magier zuerst. Der Magier ist der es am schwierigsten machen kann von uns alle. So. Der es uns am schwierigsten machen kann. So rum. Okay. Und ein Dieb haben wir hier noch. Bevor der wieder unsichtbar wird und uns von hinten attackiert, dann als nächstes der Priester des Cyric. Die Knabe können auch recht gefährlich werden. Das ist blödes Skelett. Dann schlagen wir noch den Duergar, den Bogenschütze und zum Schluss noch den Orok. So. Das war jetzt eher so Standard gegnerische Gruppe. Okay. Nicht schlecht für so gegnerische Gruppe. Gucken wir mal, was er bei sich haben. Ja, 2 Händer plus 2, ein Prunkharnisch, das können wir alles teuer verkaufen, das Zeug. Das geben wir mal an Korgan weiter. 2 Händer plus 2, das kann alles in unseren nimmervolle Beutel. Da können wir den Schampel verkaufen, weil billig ist das nicht gerade. So stinknormale Flederrüstung, vergiss es. Damit können wir nichts machen. Pfeile plus 2 sind gerade sehr lukrativ. Ein Plattenpanzer plus 1 wird es sein. Streitkolben plus 1, schätze ich mal. Jawohl. Können wir alles teuer verticken. Alles kein Problem. Können wir alles verkaufen wieder. Da haben wir schon geplündert. Der hat nur Quatsch, Schienenpanzern, poplicher Helm, normaler Schild. Der Magier hat noch irgendeine Zauberrobe und Zeitstopp dabei. Cool. Zauber des Widerstands gegen Kälte. Okay. Das kann auch verkauft werden, so wie dieser Lähmungsstab. Kann alles hier rein. Den Zauber Zeitstopp behalten wir auf jeden Fall mal da. Wer weiß, wann wir den nicht eventuell mal verwenden können. So, die können wir jetzt endlich mal fortschmeißen, die Dinger. Und ich glaube, ach, das Zeug brauchen wir nämlich wirklich. Deswegen kann das eigentlich auch in den nimmervolle Beutel rein. So, den Zauber Zeitstopp behalten wir einfach mal drin. Man weiß ja nie, wann man nur gebrauchen kann. Und jetzt gerade mal so Neugier. Okay. Edwin kann tatsächlich die 3 Millionen Erfahrungspunkte sammeln. Vikonia auch nicht. Okay. Wir sind soweit festgefroren. Mehr geht einfach nicht mehr. Mehr können die Leute nicht an Stufe erreichen. Wir haben unser Stufe Maximum hier tatsächlich erreicht. Unsichtbarkeitstrank, so kleine Heiltränke noch und Dolch plus 2 haben wir auch noch auf drauf. Das ist sehr gut. Auf diese Unsichtbarkeitstränke habe ich lang gewartet.
Und soweit alles so gut, ne? Sehr schön. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Okay, Abdel Adrian, schleiche mal und guck mal dich weiter um. Oh, da haben wir noch jede Menge eklige Viecher. Giftiger Nebel. Okay. Karmesinfarbener Nebel. Und ein vampirischer Nebel. Scheiße. Okay, die haben wir schon erkannt. Ich warte, ich hoffe, das bringt was. Gut, dann positioniert euch, Leute, und haut drauf. Huch, was kommt denn da? Ein höherer Lindwurm guckt noch arg schwabbelt. Ich finde es jetzt eigentlich auch mal ganz schön, einfach mal so normales Level außerhalb von der Stadt mal zu machen. 5500 Erfahrungspunkte hat uns der Lindwurm jetzt auch noch gebraucht, der höhere. Und da können wir uns auch mit dem Nebel hier noch anlegen. Okay. Das ist halt immer etwas doof, dass die sich da unsichtbar machen können, wenn sie verwundet sind. Aber 9000 Erfahrungspunkte hat der Ende Nebel schon gebraucht. Das ist nicht verkehrt. Okay, der höhere Lindwurm haben wir auch erlegt. Also in den Wäldern sind nicht gerade die schwächste Kreatur unterwegs, aber auch nicht gerade so die allerstärkste. Hat uns auch jetzt nicht so großartig weitergebracht. Wir haben kein besonders tolles Inventar dafür gekriegt. Oder irgendeine tolle Quest oder so. Es war einfach nur so ein Gebiet, was wir zwischendurch mal erkunden konnten, was ich an sich auch nicht verkehrt finde. Ich glaube, der Tetierwald ist das Gebiet, wo wir dann noch Suldanes Salar kommen. Pass über die kleinen Zähne gibt es hier auch noch. Die können wir uns auch nochmal angucken. Schön. 8 Stunden hat es immer gedauert. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Von wo? Ich würde... von da soll ich angeblich herkommen sein. Na gut. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.